Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Teil 2 der Spielerbenotung zur Hinrunde, ja, und Teil 4 im gesamten Hinrundenfazit. Gut, diesmal kümmern wir uns um die Mittelfeldspieler und die offensiven Spieler. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, ihr kennt's, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke aktivieren. Ja? Und damit gehen wir auch rein. Wir starten direkt rein ins Mittelfeld. Wir starten direkt natürlich mit dem König itself. Joshua Kimmich, Note 3,17 bei 21 Spielen. Ja, ich habe es in dem anderen oder am Anfang dieser Serie schon gesagt. Die Anzahl der Spiele bei mir sind keine Einwechslungen dabei, wo es keine Note mehr gibt. Wenn irgendein Spieler für 10 Minuten oder so auf dem Feld steht, steht der hier nicht unter Spiele mit drin. Ja, hier stehen nur die Spiele, die auch benotet wurden. Bei Joshua Kimmich ist das eh nicht der Fall. Ich glaube, der wurde nicht einmal ein- oder ausgewechselt. Ja, wenn er gespielt hat, hat er durchgespielt. Joshua Kimmich spielt immer, wenn er denn fit ist und nicht gesperrt ist oder sonst was. Wir sehen es hier, 3,17 ist jetzt für Kimmich-Verhältnisse nicht the yellow from the egg. Jetzt natürlich auch nicht super schlecht, aber das geht natürlich besser. Ja. Joshua Kimmich hat eigentlich eine starke, lass mich gucken, nicht, dass ich jetzt Mist erzähle, aber so wie ich es im Kopf habe, eine starke. Ja, wo der Start war schon schwach. Ja, dann hat er 'ne starke Phase gehabt, so in der Mitte, und dann gegen Ende wurd's wieder 'n bisschen durchschnittlicher. Ja. Kimmich hat so seine Probleme gehabt diese Saison. Ich denke mal, das zeigen die Noten. Was gut war, dass er viel tiefer gestanden hat teilweise, ja. Das war viel besser wie letzte Saison. Nichtsdestotrotz merkt man. Ja, ich kann's so sagen, das Heidenheim-Spiel, man hat den Unterschied direkt gemerkt, ob 'n Kimmich aufm Feld ist oder nicht. So, ja? Das muss man so klar sagen. Es war direktes Spiel vorne, mit Kimmich passiert das nicht. Kimmich nimmt den Ball, dann denkst du dir: „Spiel doch direkt nach außen, er ist doch frei, ist doch der logische Pass.“ Was macht Kimmich? Hält den Ball erst mal 5 Sekunden am Fuß, glotzt und spielt den Ball dann trotzdem dahin, ja? Wenn dann noch irgendwas super Kreatives kommen würde, würde ich ja sagen: „Jo, geil.“ Er verschleppt sehr oft das Spiel. Ja, sehr viele Quer und nach hinten Bälle von Joshua Kimmich. Ja, was er kann, sind seine Chipbälle, auch wenn wir die nicht so oft gesehen haben diese Saison. Wenn sie denn mal da waren, waren sie gut. Hat eine gute Flanke, die Ecken waren gut diese Saison bisher. Ja, das war viel besser wie die letzte Saison. Ähm, aber man merkt ihm die Belastung an, definitiv. Wir haben viele Spieler im Kader, wo man das nicht so merkt, diese Belastung mit Club-WM und so weiter. An Joshua Kimmich merkst du diese Belastung diese Saison an und deswegen halt 'ne 3,17. Das war jetzt nicht super schlecht, das war auch nicht super gut, ja? Es war einfach durchschnittlich, so. Und das trifft es eigentlich auf 'n Kopf, ja? Und wenn man dann wir kommen jetzt gleich zu Leon Goretzka, das Zusammenspiel, wenn dann beide aufm Feld sind, ist natürlich 'ne Katastrophe, weil beide halt die gleiche Spielanlage haben mit quer nach hinten und Safety First und, wenig Speed. Ist natürlich 'n bisschen schade. Ja, ich glaube, Josh braucht einfach mal 'ne Pause. Ja, er hätte auch in der Nationalmannschaft jedes Spiel gemacht und alles hin und her. Das zehrt natürlich. Der braucht einfach mal 'ne Pause. Da wird die Winterpause sehr wahrscheinlich auch nicht ausreichen, die eine Woche jetzt frei. Vielleicht wird's den kleinen Schub geben. Es wird wichtig sein in der Rückrunde, dass man auch 'n Joshua Kimmich mal draußen lässt, ja, ihn mal freigibt. Ich bin sehr gespannt, ob das passieren wird. Ansonsten werden wir sehr wahrscheinlich die Saison weiterhin einen durchschnittlichen Kimmich erleben. Mal abwarten, wo die Reise hingeht bei Josh. Ja, damit kommen wir natürlich zu seinem kongenialen Partner Leon Goretzka. Ja, hat, glaube ich, die schlechteste Note im ganzen Kader mit 3,97 bei 16 Spielen. Warum dieser Mann 16 Spiele spielen durfte, versteht kein einziger Bayern-Fan, denke ich, ne? So ehrlich muss man sein, Leon Goretzka, das war super viel schlecht. Einfach schlecht. Teilweise gar nicht wahrnehmbar, ja. Ich möchte ihm da gar nicht unbedingt den Vorwurf machen. Leon Goretzka
er passt einfach nicht in dieses System. Wenn er in dieses System passt, dann ist es auf der Kimmich-Position. Ja, da muss ein Kimmich weichen. Das haben wir jetzt auch gesehen im letzten Spiel gegen Heidenheim. Da war es eine gute erste Halbzeit von Leon. Danach ist er auch wieder abgetaucht, aber die erste Halbzeit war wirklich gut, war ordentlich, war schnelles Spiel, war direktes Spiel. Er hatte Spielanteile, weil er in der Zentrale wirklich war und nicht auf irgendeiner Halbposition rumgedümpelt ist. Das war ordentlich. Ansonsten, wenn das Spiel steht, wenn wir 20 Meter, wenn unsere Innenverteidiger schon 20 Meter der gegnerischen Hälfte stehen und Leon Goretzka da irgendwie was kreieren soll an der Strafraumgrenze beim Gegner, dann es ist auch nicht mehr, dass ein Leon in den Strafraum stößt und da irgendwie torgefährlich wird oder sowas. Das war auch super selten die Saison. Also, das war gar nichts von Leon in dieser Hinrunde. Und nochmal, dass da überhaupt 16 Spiele stehen, die wir benotet haben, wobei da viele wirklich nur eine Halbzeit waren, weil er dann ausgewechselt wurde. Ist eine Farce und ja, ich mag einen Leon vom Typ her, definitiv. Er passt fußballerisch einfach nicht in dieses System rein und es ist ihm nur zu wünschen, wenn er zur WM wirklich will, das wird er, also mit diesen Leistungen, die wir gesehen haben, kannst du ihn als Julian Nagelsmann nicht nominieren. Er wird den Verein verlassen müssen in der Winterpause, wenn er ernsthaft zur WM will und muss sich bei irgendeinem anderen Verein empfehlen, wo er ja besser ins System passt. Bei uns passt das nicht mehr. Ja, das war eine enttäuschende Hinserie von Leon Goretzka. Anders kann man es leider nicht sagen. Ja, damit kommen wir auch schon zu seiner eigentlichen Alternative, wenn wir ehrlich sind. Tom Bischof. Ja. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht bisher. Leider nur 9 Spiele, 'ne Note 2,89. Ihr seht's, ist bisher die beste Note im zentralen Mittelfeld, obwohl er davon, glaube ich, nur ein Spiel im zentralen Mittelfeld wirklich gespielt hat. Das andere war noch mal irgendwie so eine Viertelstunde während des Spiels. Ansonsten war er linker Verteidiger. Fairerweise, ähm, war es dann eher aber auch so eine halblinke Mittelfeldposition. Es gab wenige Gegner, wo er wirklich linker Verteidiger war. Wenn das Gegner waren, wo er das sein musste, war es schwach in der Defensive. Das ist einfach keine Position, die er beherrscht. Ansonsten in der Zentrale, ich denke, es gibt keine 2 Meinungen. Es ist eine Farce, dass Leon Goretzka an Tom Bischof vorgezogen wurde, sportlich gesehen, ja, wohlgemerkt sportlich gesehen. Tom Bischof hat ein überragendes Spiel gemacht, wo er da dort spielen durfte. Danach ist er in der Versenkung verschwunden. Kann man jetzt viel hineininterpretieren, tue ich an dieser Stelle nicht, weil hier soll es um Tom Bischof gehen. Seine Leistungen waren stark. Ich denke, das hat er dann auch noch mal bei der U21 gezeigt. Er ist der Spieler der Zukunft in der Zentrale. Ich hoffe, Vincent Kompany wird ihn da vermehrt einsetzen. Er wäre mit Sicherheit auch eine Alternative für Josh. Ja, ich kann mir sehr gut Tom Bischof und Alexander Pavlovic in der Zentrale vorstellen. Könnte auch unsere Zentrale für die Zukunft sein. Die Frage wird sein, ob Vincent Kompany dazu die Eier findet in der Rückrunde. Die Frage wird sein, ob ein Leon Goretzka dann noch da ist. Die Frage wird sein, ob ein Josua Kimmich dann mal auf Spiele verzichten muss. All das wird die Rückrunde zeigen. Ich denke, Tom Bischof ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ich freue mich, noch eine Menge mehr von ihm in der Zukunft bei uns sehen zu dürfen. Gut, damit kommen wir zum 4. im Bunde. Alexander Pavlovic. Ihr seht dieselbe Note wie Tom Bischof, 2,89, allerdings bei 17 Spielen. Das ist natürlich fast das Doppelte. Pavlo auf einem sehr, sehr guten Weg. Hatte zwischenzeitlich ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen, ja. Auch die Abstimmung war nicht so gut, weil Josh wieder meinte, er muss alles machen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann eine Ansage intern gab von Vincent Kompany, dann war es wieder viel, viel besser, weil Josh dann wieder der war, der tiefer stand und Pavlovic vorne war, der das Spiel gestalten durfte. Da war die Abstimmung wieder viel, viel besser. Pavlovic, Riesenentwicklung, genau das gezeigt, was er zeigen muss. Schnelles Spiel kann er kann den Ball halten, er kann damit umgehen, wenn er unter Druck gesetzt wird. Er kann nicht nur quer und nach hinten, was er auch kann, was er sich ein bisschen zu viel abgeschaut hat, meiner Meinung nach bei Josh. Ähm, Teilweise hat mir ein bisschen der Mut zum Risiko gefehlt. Ja, das war dann im Laufe der Saison wieder besser, ja.
dass er da wieder mehr das Vertrauen in sich selber hatte. Und wie gesagt, auch bedingt dadurch, dass Josh einfach ein bisschen weiter hinter ihm gestanden ist. Das war teilweise auf einer Höhe, das war eine Katastrophe, sich anzuschauen. Pavlo auf einem sehr, sehr guten Weg. Nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, ich kann mir sehr gut Tom Bischof und Alexander Pavlovic in der Zentrale vorstellen für die Zukunft. Ich habe nichts gegen Josh. Josh muss einfach seine Form wiederfinden. Ja, dann ist er gut und wichtig für diese Mannschaft. Es wird aber wichtig sein, ihn in der Rückrunde halt auch mal die Pausen zu geben, die er benötigt. Ja, man sieht, dass er diese benötigt, er bekommt sie noch nicht, weil er natürlich den Ehrgeiz hat, immer spielen zu wollen, zu müssen und das tut ihm nicht gut. Ja, die Frage ist, ob Vincent Kompany da die Eier findet, das durchzusetzen. Ich bin gespannt, dass ein Bischof die Qualität hat, das zu ersetzen, denke ich, hat man gesehen. Auch ein Conny Leimer natürlich in der Rückrunde, ja, wenn unsere Außenverteidiger alle da sind, natürlich eine Option für die Zentrale. Ich bin sehr gespannt. Alexander Pavlovic auf jeden Fall eine gute Entwicklung genommen, ja. Wäre schön, wenn er jetzt nochmal den nächsten Stepper machen würde, ja. Dazu muss er fit bleiben, so das ist der Schlüssel bei Pavlo. Ja, wenn er jetzt fit bleibt in der Rückrunde, denke ich, wird er auch nochmal eine Entwicklung nehmen und dann wird er nochmal einen Sprung machen, ne? Er hat alle Anlagen, alle Fähigkeiten. Es war eine sehr konstante Hinrunde jetzt. Und ich freue mich auf mehr in der Rückrunde von Pavlo, ja. Gut, bevor wir jetzt reingehen in die Offensive, schauen wir uns mal ein paar Fakten an, ne, was eigentlich schon alles aussagt über unsere Offensive, wenn wir uns mal die Scorer der Bundesliga anschauen. Ja, guckt euch die ersten 5 Plätze an, das sind 4 Bayern-Spieler. Ja, das ist schon wild. Auch bei den Torjäger siehst du einen Harry Kane natürlich ganz vorne, hast aber auch einen Luis Diaz und einen Michael Olise dahinter. Und irgendwo weiter unten ist auch noch ein Serge Gnabry am Rumdümpeln, allerdings nicht mehr auf der ersten Seite. Das ist schon sehr stark und dementsprechend werden natürlich auch die Noten ausfallen. Ja. Wir fangen an mit Serge. Serge Gnabry wird vielleicht der einen oder anderen überraschen. 17 Spiele, die wir benoten konnten. Ja, Note 3,09. Ich glaube, das ist für Serge Gnabry eine sehr, sehr gute Note. Sehr, sehr stark in die Saison gegangen. Ja, gerade in der Zentrale. Sehr, sehr stark gespielt. Sehr, sehr gut mit Harry Kane im Wechsel agiert, aber auch mit den Außenpositionen. Das war richtig stark. Danach leider wieder eingebrochen, Serge, wieder schlechter geworden, wurde dann auch immer öfter auf die Außenbahn verschoben, was ihm nicht gut getan hat, wenn man ehrlich ist. Ja, Lennart Kahl hat ihn dann gegen Ende hin auch den Rang abgelaufen, wurde ganz klar bevorzugt. Serge war dann nur noch Einwechselspieler. Ähm, Wenn wir uns die letzten Noten so anschauen, ja, 5, 3,5, 4, 2, 4. Dazwischen 2 Kurzeinsätze, die wir noch nicht mal benoten konnten. Da sieht man, ich meine, ihr habt es gerade gesehen, die Werte für Serge, ja, 4 Tore, 6 Assists, damit Platz 5 in der Scorer in der Bundesliga, ist schon wild, dass man damit Platz 5 ist, das ist ein anderes Thema. Für Serge Gnabry, das sind 10 Torbeteiligungen, ja, das ist ordentlich. So, da gibt es gar nichts dran zu deuteln, ja. Erst recht, weil er die Spiele nicht alle durchgespielt hat. Leider hat er wieder diesen kleinen Knick drin gehabt, aber nicht so hart wie sonst immer, dass er komplett abgestürzt ist. Deswegen sieht man auch an der Note 3,09. Ähm, Er wird den Vertrag verlängern, gehe ich fest von aus. Die Summen, die ich da gehört habe, sind mir persönlich viel zu hoch für die Leistung, die wir gesehen haben. Ähm, Ist ein bisschen schade, dass man Vince de Mike so wenig eingesetzt hat. Ich denke, gerade auf der Außenbahn wäre das vielleicht sogar die bessere Alternative. Vielleicht sogar Alphonso Davies, der da den Stepper macht. Ich weiß es nicht. Schwierig. Ich würde ein Serge Gnabry nicht für 15 Millionen verlängern, definitiv nicht. 10 wäre das höchste der Gefühle, ja, weil er gerade okay performt, weil er aber auch mit der Rolle zufrieden ist. Er wird natürlich noch weniger spielen in der Rückrunde. Ja, auch er wird schwer haben, zur WM zu fahren, bin ich mir sicher. Weil wenn Musiala zurückkommt, ja, Musiala wird gesetzt sein. Ja. Der wird natürlich ein bisschen brauchen, bis er da wieder hinkommt, wo er war, logisch.
mein Serge Gnabry wird sich nicht gegen Lucho oder 'n Olise auf den Außenbahnen durchsetzen, ja? Und dann hast du erst mal noch 'n Lennart Kahl, der gerade die Nase vorne hat für eine Außenbahn oder auch für die zentrale Position. Ja, das hat er gerade jetzt auch in Heidenheim gezeigt, dass er auch den offensiven Achter geben konnte, so wie es 'n Musiala getan hat. Das kann Serge nicht, sorry, ja? Er kann 'n guten Zehner geben da vorne, ja, das kann er, aber sich die Bälle von der Achterposition holen und dann das Spiel gestalten, das kann er nicht, ja. Ähm, Wie gesagt, noch mal für ihn eine sehr, sehr gute Note. Viele, viele Einsätze gehabt. Ich denke, die Rückrunde wird 'n bisschen schwieriger werden für Serge, auch bedingt dadurch, dass seine Leistungen immer 'n bisschen weiter abgesackt sind. Nichtsdestotrotz für Serge 'ne sehr, sehr gute Hinrunde, ja. Ich bin gespannt. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Vertrag verlängert wird, wahrscheinlich auch zu Bezügen, die viel zu hoch sein werden, aber das sieht jeder auch 'n bisschen anders, nur meine persönliche Meinung. Ja, für Serge 'ne gute Hinrunde. Ja, damit kommen wir zur Überraschung, denke ich, in der Offensive. Lenny 2,79 bei 14 Spielen, ja, dass er die 14 Spiele bekommen hat, ziehe ich meinen Hut. Chapeau für Vinny Kompany, der es dann wirklich auch durchgezogen hat. Natürlich, wäre es natürlich auch schwer gewesen, dagegen zu argumentieren. Ja, Lenny hatte in jedem Spiel, wo er auf'm Feld war, da hat er 'ne Torbeteiligung gehabt. Da wäre es natürlich auch schwer gewesen zu sagen: „Oh ne, komm, ich nehme ihn jetzt raus und stelle 'n Serge da rein", ja? Weil Offensivspieler werden nun mal an ihren Torbeteiligungen gemessen und mal ganz davon abgesehen, dass er neben Michael Olise einer der Spieler ist, die super viel ohne Ball laufen, immer wieder anbieten, immer wieder Räume reißen. Ähm, Hat alles, was man braucht, um ganz, ganz großer zu werden. Wir werden sehen, wo und wie schnell oder langsam die Reise hingeht. Bisher macht er es überragend, Vinny macht es überragend, mit ihm. Ja, hat gerade die Nase vor Serge vorgehabt in den letzten Wochen. Ich bin gespannt auf die Rückrunde. Natürlich 'n überragender Einstand mit 2,79 in 14 Spielen. Klar, da war jetzt ich glaube, ein Spiel hat er mal über 90 Minuten gemacht, ansonsten war da kein Spiel bei, was er über 90 Minuten spielen durfte. Ähm, Einfach bedingt dadurch, dass natürlich die anderen auch Einsätze benötigen. Wird natürlich auch schwieriger für ihn, ja, wenn Jamal wieder da ist. Nochmal unsere Stammbesetzung vorne wird Luis Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise und Harry Kane sein, ja. Da wird kein Lennart Kahl in Olise, geschweige denn Jamal Musiala oder Luis Diaz verdrängen. Ja, da gehe ich persönlich nicht von aus. Und deswegen habe ich's grad schon bei Serge gesagt, dann wird es für Serge noch schwieriger, wenn Lennart Kahl noch vor Serge ist, ja. Also, mal abwarten, wie die Reise hingeht. Ja, man weiß es natürlich nicht. Kann natürlich auch immer sein, dass mal irgendeiner von den Gesetzten in Leistungstief ist, sonst was. Ja, es bleibt zu hoffen, dass er die erste Alternative sein wird vor Serge, ja, auch wenn er vielleicht mal nicht dann direkt liefert, weil du möchtest natürlich, dass sich dieser Spieler auch weiterentwickelt, ja, und dafür braucht er dann auch Spiele. Wird sehr interessant zu sehen sein, ja. Jamal Musiala wird natürlich noch ein bisschen brauchen, ja. Der wird jetzt nicht zur Rückrunde da sein und wird gleich performen, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann natürlich passieren, ja, aber meistens fällt man dann so nach 3, 4 Spielen in so ein Loch rein. Man wird sehen. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr starker Einstand bei uns und hoffentlich hält Vincent Kompany an ihm fest, auch jetzt, wenn Jamal Musiala wieder da ist, dass er auf seine Spiele kommt. Das wäre zu wünschen, ne? Gut, damit kommen wir zum nächsten Neuzugang. Wenn wir Lenny auch als Neuzugang betiteln wollen, auch wenn er aus der eigenen Jugend kommt. Aber Niklas Jackson, ja, 3,31 bei 8 Spielen. Das sagt eigentlich schon alles. Hat nach Sascha Boe und Urbich die wenigsten Spiele gemacht, die man ernsthaft benoten kann. Natürlich auch schwer, wenn du 'n Harry Kane vor dir hast. Er ist mit Sicherheit kein Zehner, Niklas Jackson. Wenn dann vielleicht noch eher auf der Außenbahn, wo man probieren könnte. Ansonsten ist er ein klarer Neuner. Ähm, Er kann noch ein Faktor werden, gerade in Spielen gegen stärkere Gegner, wenn es in der heißen Phase um Champions League geht. Ich denke, er ist ein Spieler, der Raum braucht, der aber schnell ist, der schnell umschalten kann. Das hat eine Fähigkeit, die wir sonst nur auf den Außenbahnen haben. Da kann er noch ein Faktor werden. In der Vorrunde war er kein Faktor.
Sorry, muss man so knallhart sagen. Er hat ein paar gute Spiele gehabt, ein paar gute Minuten gehabt, ein paar gute Ansätze, aber natürlich auch schwer als Neuzugang, wo du weißt: „Ey, ich bekomme wenig Spielzeit“, und Vinny hat schon am Anfang an ihm festgehalten, ihm viel Spielzeit gegeben, obwohl die Leistungen nicht gut waren. Ähm, Wie gesagt, er kann 'n Faktor werden, denke ich, in der Rückrunde. In wichtigen, schwierigen Spielen, wenn 'n Gegner tief hinten drin steht, ist er nicht der Faktor, den du unbedingt brauchst. Aber er hat auch gezeigt, dass er 'n eiskalter Goalgetter ist, ne? Wenn er die Chancen bekommt, dann macht er sie auch rein, ne? Das gehört halt auch zur Wahrheit. Ja, werden wir sehen, ob er 'n Faktor wird in der Rückrunde oder nicht, ne? Ja, damit kommen wir zu dem magischen Dreieck à la Stuttgart früher. Ne, wir kommen zu Luis Diaz. Heiß diskutierter Neuzugang, vor der Saison. Ich habe es auch gesagt, 70 Millionen natürlich oder 75 Millionen. Viel, viel Asche. Ich habe es aber auch damals schon gesagt. Wenn er aber der richtige Spieler ist, dieses Puzzleteil, was fehlt, dann ist er das auch wert. Und er hat gezeigt, dass er das ist. Ja, Note 2,35, eine sehr, sehr starke Note bei 20 Spielen. Ähm, Allein in der Bundesliga 14 Torbeteiligung, dazu kommt natürlich noch die in der Champions League. Chancentod natürlich, ja. Chancentod für viele wurde als Chancentod betitelt, was eine absolute Lachnummer ist. Ja, er hat 3, 4 Großchancen liegen lassen, die er sich teilweise aber auch selbst erarbeitet hat. Und wenn ihr euch mal seine kräftezehrende Spielweise anschaut, fehlt da vielleicht manchmal die letzte Konzentration. Dafür hat er Dinger gemacht, die du eigentlich nicht machen kannst. Ganz, ganz wichtiger Spieler von der Mentalität her, von der Einstellung, ackert immer bärenstark mit nach hinten. Aber auch immer noch die Körner drin, nach vorne, Vorlagengeber, sich für nichts zu schade, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, keine Starallüren. Absolutes Vorbild, absolute Maschine, ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und ihr müsst mal sehen, der ist neu, ne? Der ist neu. Der hat keine Eingewöhnungszeit, nichts, der liefert direkt, ja? Das ist bärenstark und dazu noch super sympathisch. Absoluter Glücksgriff. Das Geld, was wir gezahlt haben, wenn wir jetzt schon 'n Fazit ziehen müssten, ähm, definitiv gerechtfertigt. Definitiv gerechtfertigt. Genau dieser Spielertyp, der uns gefehlt hat. Ja, man hat das auch jetzt dann gesehen, wo Serge ihn dann ersetzen musste. Das war dann schon schwierig anzuschauen. Ja, ist natürlich auch nicht ganz, fair gegenüber Serge, weil's nun mal 'ne andere Art Spieler ist. Ähm, aber sie bekleiden nun mal die gleiche Position. Und dann ist es auch legitim, sie vergleichen zu dürfen. Luis Diaz für mich überragend, tut dieser Mannschaft, haben wir aber auch gerade in diesen Spielen gesehen, wo er nicht spielen durfte, weil er gesperrt war, tut dieser Mannschaft super gut. Ja, auch wenn er zuletzt auch ein bisschen müde gewirkt hat, wie die ganze Mannschaft, völlig normal. Wir werden noch sehr, sehr viel Freude an diesen Spieler bei uns haben, bin ich mir 100% sicher. Sehr, sehr starker Einstand für den FC Bayern bisher. Freue mich riesig. Ja, damit kommen wir zur nächsten Kanone. Michael, ja, gibt's auch keine 2 Meinungen, denke ich. Durchschnittsnote ist 2,48 bei 23 Spielen. Ist neben Harry Kane der einzige Spieler, der alle Spiele gemacht hat, ja. Alle Spiele so auch von der Zeit gemacht hat, dass er noch benotet werden konnte. Das heißt, kein Spiel unter 'ne halbe Stunde, ja, und fast immer durchgespielt. Von daher kann man die Note, die da steht, gar nicht hoch genug ansehen, auch wenn sie jetzt von der Durchschnittsnote 'n Tacken geringer ist über Luis Diaz, ist einfach der Sache geschuldet, dass Michael, ja, immer durchspielen musste und auch ein, 2 schwächere Spiele dadurch, drin hatte. Von der Werte ist er natürlich sogar in der Bundesliga noch vor Luis Diaz mit 7 Toren und 9 Assists. Ähm, Natürlich ein bisschen anderer Spieler wie Luis Diaz, aber eine absolute Kanone, ja, 'ne absolute Kanone in allem. Vom Typ her ist er für mich ganz, ganz weit vorne. Versucht auch immer mit nach hinten zu ackern, ja. Ähm, Immer für 'n Tänzchen zu haben vorne. Keiner, der irgendwie Show macht, wenn er gefoult wird, genauso wie Luis Diaz halt auch nicht, ja. Keiner, der da rummarkiert oder hadert, so wie es Musiala zuletzt getan hatte. Einfach ein Spieler, der Fußball spielt und der liefert.
der macht und tut, der immer wieder Ideen im Dribbling hat, den super schön ist anzuschauen, der aber auch super uneigennützig ist, immer wieder seine Mitspieler, den mit Bällen in die Tiefe einsetzt. Ähm, Liebe, einfach nur Liebe für Michael. Ähm, Anders kann ich es nicht ausdrücken. Eine bärenstarke Hinrunde mal wieder. Diese Stimmen, die ich immer höre mit, ja, mal gucken, wie lange der FC Bayern Michael Olise halten kann. Erinnert mich so an die Geschichte mit Ribéry. Ja, wie lange ist der Ribéry denn noch da? Der hat ein Angebot von Real Madrid und hier und da. Leute, klar, wenn Michael so das Ziel hat, was ein bisschen schlimmer geworden ist in den letzten Jahren zu Ribéry-Zeit. Wenn du sagst, du möchtest dich noch mal jedes Wochenende mit dem Besten der Besten messen, dann musst du halt nach England gehen. So, das steht außer Frage. Da gibt's halt einfach 3, 4, 5, 6 Top-Mannschaften. Das hast du nicht in Spanien, das hast du schon gar nicht in Frankreich. Ähm, Das hast du nicht in der Bundesliga. So, das ist die Wahrheit. Das muss man einfach so sehen. Dann ist das natürlich ein Argument, aber ansonsten gibt es doch kein Argument zu sagen, Michael Olise oder der FC Bayern ist nicht in der Lage, Michael Olise zu halten. Wir zahlen Harry Kane und Jamal Musiala 25 Millionen Jahresgehalt. Also wir sind schon in der Lage, Spieler zu halten, ja. Die Frage ist, ob er das möchte. So, das ist aber die Frage bei jedem Spieler. Ne? Ähm, Ich mache mir da keine Sorgen. Ich denke, Michael ist gerade zufrieden da, wo er ist. Ja. Ich meine, ist natürlich schwer zu sagen bei ihm. Von ihm hört und sieht man nichts. Außer auf dem Feld ist eine Eigenschaft, die ich sehr, sehr mag. Chapeau dafür. Kein Selbstdarsteller außerhalb des Platzes. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, Liebe für Michael. Das ist eigentlich, wie ich es am besten beschreiben kann. Ne? Sehr, sehr starke Hinrunde. Und auch ihn hätte das eine oder andere komplette Spiel mal Pause gut getan. Ja, dann wäre, glaube ich, der Notenschnitt hier auch nochmal eine Ecke besser. Ähm, Super wichtiger Spieler für uns. Und wenn wir gesehen haben, gerade auch die letzten Spiele, dass er dann der Spieler ist, der über eine Position der rechten Außenbahn unser Offensivspiel trägt, kannst du das gar nicht hoch genug hängen. Ja. Also die Durchschnittsnote, ja, die verfälscht halt ein bisschen, ne, manchmal. Ähm, Absolute Maschine halt einfach. Ja, und damit kommen wir natürlich zur absoluten Maschine. Harry Kane. Ja, ihr seht, auch er 23 Spiele, genau wie ich es gerade schon sagte. Er und Michael sind die einzigen beiden, die 23 Spiele haben. Note 2,14. Ja, das ist. Ja, es gibt keine Worte für Heavy, Alter. Ja, es gibt keine Worte für Heavy. Und Heavy hatte sogar ein schlechtes Spiel da drin. Lass mich mal gucken. 2 sogar hintereinander. Arsenal und Pauli. Ja, da war er aber einfach auch tot. Ja, Note 4 und 4,5. Ähm, Ansonsten, es gibt gar nicht genug Superlativen. 15 Spiele in der Bundesliga, 19 Tore, 5 Assists. Champions League, weiß ich gar nicht, müsste ich mal nachgucken. Kann ich ja mal eben nebenbei machen. Ich glaube, auch da hat er schon 5 Hütten oder was. Lass mich mal eben luschern. Also, aber genauso wie alle unsere Offensiven, ja, auch in der Champions League. Ja, lass mich gucken. Torjägerliste, zack. Harry Kane, 6 Hütten. Ja, nee, 6 Spiele, 5 Hütten. Ja, habe ich doch recht gehabt. Ja. Also, Maschine. Einfach Maschine. Ja, kann man nicht anders sagen. Ähm, Michael Olise hat 1 und 5 Assists. Das nochmal zur Vollständigkeit halber, ja, wo wir das vorhin nicht mit drin hatten. Ähm, ja, ja. Luis Diaz hat 3 und 1. Ja. Das sind halt drei Kanonen da vorne, die ihresgleichen suchen. Und Harry Kane ist natürlich da die. Also Luis Diaz, auch wenn er die bessere Note hatte wie Michael, ja, Luis Diaz sehr gut. Michael nochmal der Tick
besonderer, finde ich, auf eine andere Art und Weise. Und dann natürlich the man of the man, Harry Kane, Alter. Ja. So, dieser Mann bekleidet 5 Positionen für diese Mannschaft. Das, was gebraucht wird, macht Harry Kane, Alter. Wenn es wie gegen Paris ist, eine Abwehrschlacht ist, dann ist Harry Kane Innenverteidiger. Hat der gar kein Problem mit. Ja. Sieht er, wir führen gerade, es ist knapp. Er sieht, ey, da sind Lücken im defensiven Mittelfeld, dann ist Harry Kane unser Sechser. Ja. Er ist also sich auch nicht zu schade, mal einen Außenverteidiger zu geben. Ja. Und ansonsten, wenn er merkt, ey, ich hänge vorne in der Luft, ich bekomme keine Bälle, und wir sind nicht die Mannschaft, die die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte ist, ja, dann lässt er sich auf die Zehnerposition fallen und eröffnet das Spiel. Ja. Und gleichzeitig ist er aber auch noch vorne der eiskalte Vollstrecker und auch derjenige, der noch Tore auflegt für die Mitspieler. Ja, also dieser Mann der ist eigentlich nicht zu beschreiben. Das ist eine, wie man immer so schön sagt, Vollmilch legende Eiersau. Ja, der kann alles, was Fußball betrifft. Und ist dazu noch ein Knipser. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist ein Stürmer. Leute, wir reden nicht über irgendeinen zentralen Mittelfeldspieler, wo man sagt, oh, der kann alles. Ja. Also, das ist schon ziemlich einzigartig im Weltfußball, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ich habe es natürlich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ich kann mich an keinen anderen Stürmer erinnern, ich meine, Levi war schon außergewöhnlich, ja, aber was ein Harry Kane macht auf dem Fußballplatz, Junge, das ist anders wild. Ja, und wir sehen, Harry Kane, sehr, sehr starke Hinrunde. Mit Abstand die beste Note. Ich kann ja mal gucken. Ich habe ja hier gerade die Dinge auf. Lass mich mal gucken. Der Kicker vergibt doch auch immer Noten. Ist doch bestimmt auch Harry Kane, der Master of Disaster. Alles andere würde mich ja wundern. Topspieler, Harry Kane. Oh, Kicker 2,20. Guck mal, jetzt kommt der Harry Kane bei mir ja besser weg. Michael hat 2,5 beim Kicker. Wild. Luis Diaz nur 2,82. Ja, so kann es gehen. Und Josua Kimmich hat 2,58 beim Kicker. Wow, bei mir 3,1. Aber gut. Nee, Harry Kane, wie gesagt, es gibt keine Worte für Harry Kane, was der leistet, der Mann. Ja. Kann man nicht hoch genug hängen. Ohne Harry Kane, wäre schwierig. Gerade diese Saison gewesen, ohne Jamal Musiala. Ja. Wir haben es im Stream oft genug besprochen, von daher mal kurz und knackig. Harry Kane. Für mich der einzige Spieler in unserem Kader, der das Prädikat Weltklasse verdient. Michael ist auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Auch Luis Diaz sehe ich daran kratzen. Wenn wir in der Innenverteidigung schauen, haben wir vielleicht noch Jonathan Tah und Upa, die auch auf dem Weg vielleicht dahin sind. Ja, aber Harry Kane ist der Spieler, der absolute Weltklasse ist in dieser Mannschaft. Gut, Vollständigkeit halber haben wir noch Wisdom Mike, ja, den wir in 3, 4 Kurzeinsätzen gesehen haben, mehr leider nicht. Das, was wir gesehen haben, war schon frech. Ja, deswegen habe ich gesagt, wäre vielleicht auch mal eine Alternative, wenn da auf der Außenbahn mal ein bisschen Leerlauf ist, ihn da vielleicht einfach mal reinzuwerfen. Hat Potenzial. Viel mehr können wir dazu natürlich auch nicht sagen, weil wir nicht viel mehr von ihm gesehen haben. Ja, Leute, das war der große FC Bayern Hinrunden-Fazit-Block hier mit 4 Videos. Leute, es ist völlig fein, wenn ihr andere Meinungen habt zu der Benotung. Ihr habt es gesehen, der Kicker ist auch teilweise nah bei mir, teilweise ganz weit weg. Das ist auch völlig fein. Ja, jeder soll da seine Meinung haben. Das ist einfach nur meine persönliche Benotung. Das sind einfach die Durchschnittsnoten, die ich hier euch gesagt habe von den bisherigen 23 Spielen, die wir gesehen haben. Und so kommen die Noten zustande. Und ansonsten habe ich es ja ein bisschen ausgeführt bei jedem Spieler. Und damit ist das Fußballjahr zu Ende, 2025. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören, sehen sollten. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.